müssen mit den Haien streiten. An der Schule war von denen Dossieren. Da sind Diskussionen an der Schulkommission so virulent gehen, dass an meiner letzten Kommission als Chefin ich von einer paar Seiten gesagt habe, ich hätte mir im Moment da viel zu viel Gefallen gelassen. Und ich gouf natürlich daran erinnert, weil ob schon der Paul Galles friedlich und ruhig durch den Dossier gekommen ist, gouf es aber im Moment, wo par rapport zu mir dieselbe Animosität ausgedrückt gouf wie 4 Jahre. Es sind dafür nicht der Lernsch gekommen, für mir ein paar Fragen zu stellen, die ich auch schon an einem Gespräch mit dem Paul Galles mitgedeelt habe. Und Männer an der Politik nicht aber ein bisschen mehr einfach wie die Frauen. Gise vielleicht aber Männer attackiert, geht Männer schnell geschossen. Weil den unterschiedlichen Ton, den zwischen dem Paul Galles und mir angeschlagen gouf, hat sich auch an anderen Dossiers manifestiert. Zum Beispiel hat den Alain Jung sowohl aus engem Rapport wie auch an der Schulkommission immer mit harten Bandage gekämpft, gegen mich und gegen die Gemeng. Und auch der Komitee de Cogestion ist hinter 2 Jahren mehr konziliant an seinem Rapport, wie das nach zu meiner Zeit war. Dabei war ich ja auch immer dialogbereit und ich war an derselben Koalition während meinem 2. Mandat. Mit einer Reihe Leute hier im Gemenge hat sie zeigen, dass der Ton per rapport zu mir ein ganz anderer war. Für auf Michel Walter Schul zurückzukommen, also schon seit 15 Jahren klar, dass das kleine Quartier-Schule Schwierigkeiten soll kriegen, weiter zu funktionieren, weil eben nicht mehr genug Kinder da waren, für das alle Klassen auf dem Sitzkinden auf ein normales Schülerzahl kommen. Der Komitee d'école, damals mit der Madame Adam, haben die Schule so akzeptiert, weil sonst eventuell nach weiter Kinder an Privatschulen aufgewandert wären. An der Schule wollte die Kinder an der öffentlichen Schule behalten. Mais par rapport zum Kontingent hat das sich immer mehr justifiziert. Du musst Sickelsklasse gemerkt gegen die immer mit Schwierigkeiten hatten, besetzt zu gehen, weil die jungen Enseignants 2 Schuljahren an enger Klasse nicht unbedingt attraktiv fanden und von so einer Situation verunsichert wurden. Für das wir für uns 10 Jahre das Problem ob es zukommen gesehen haben, hatten wir als Gemeinde 2 innovative Projekte an der Michel Walter. Das eine war die Installation von einem Boulderclub am Keller, den der Gara Kanner soll zugutekommen und an der Freizeit Kanner auf der Sitz soll umziehen. Des Weiteren hatten wir am Akkord mit allen Schulpräsidenten die Intention, aus der Michel Walter Schule ein Ganztagsschule zu machen, was dann auch ihrem Kanner aus anderen Quartieren hinbringen. Leider hat das Projekt Ganztagsschule nicht von allen Seiten Unterstützung gekriegt. Mir hat mich aber schockiert, dass es später von den älteren Vertretern reprochiert gekriegt haben, die Gemeinde hat sich nicht genug investiert, während es doch ältere Vertreter waren, die damals das Projekt mitgekippt haben. Genauso waren auch doch ältere Vertreter, die gegen den Boulderclub waren, wobei aber an einen Kurier und Gemeinde ein Klammclub am Quartier gefragt wird. Rückblickend meine ich, dass Zeit damals für ein Ganztagsschule an der Stadt nach nicht reif war und dass so ein Projekt auch eine Envergure hat, dass muss vom Ministerium mit Platz gesetzt gehen, weil ja auch an das System von unseren Quartier-Schulen angreift, und Quartiers übergreifend ist. So ein Projekt muss am Interesse von allen Städten Kanner machen, und dem muss dann auch losgelöst sein von den Erwartungen von den Eltern von einer Quartierschule. Wenn ich das heute erwähne, dann ist das, weil ich immer mit der Ganztagsschule am Kreuzfeier war. Dabei habe ich mich dafür angesagt, mir egal wie und was meine Haltung war, es war nie gut. Dass das Dossier so positiv evaluiert wird, quasi unerwartet, quasi nahtlos, wo auch, weil sich am Laufe der Jahre zwischen alle Partner an der Schulkommission ein Konsens herausgestellt wird, dass eine quasi Privatschule an der Michel Walter für so wenig Kinder nicht mehr zu vertreten war.
De Paul Galles ist ganz behutsam und de Wort an der Schulkommission Rugang hat am ganze 4 Möglichkeiten proposiert. Schlussendlich hat die ganze Schulkommission mit Ausnahme von den älteren Vertretern von der Michelle Walter für die Fusion gestimmt. Dass der Schäferrot diesen Avis von der Schulkommission dann hellkell überholt hat, also gut Zeichen für als Demokratie, an all beteiligten Partner, die für die Fusion gestimmt haben, sind zufrieden. Ich denke am Rapport mit der Schule von der Gare nach immer und einen ganz wichtigen Satz von der Madame Adam zurück, die mal gesagt hat, dass sie kennt, was gut ist für an der Lycée Klassik, an Altstädter Schule auch an der Lycée Klassik kennt. Was ich auch immer von Enseignants gesagt habe, das ist, dass Kinder, die gut an der Schule sind, die einer mit noch 14 und nicht umgedreht, wie immer gefragt wird. Dafür ist gerade an der Schule von der Rue du Commerce Mixité Sociale so wichtig, weil sie hilft alle Kinder und sie schützt denen Kinder, die gut lehren, auf keinen Fall. Ich habe mich bei all den Debatten immer gefragt, wie sich Eltern an Schulpersonal an der Rue du Commerce mit so einem Diskurs gefühlt haben. Ich weiß aber nach, wie ich mich dabei gefühlt habe. An der Schule ist die mir emotional nach immer ganz nah ist und an die ich oft zurückdenke. Mein zweiter Rückblick gilt dem Honoré Gregorius. Den Honoré war den ersten Chef des Service vom Enseignement, der kein Schulmeister war. Das war mal keine Diskussion vom Schäferrot, wir haben einfach keinen detachierten Schulmeister mehr vom Ministerium für ein Service gekriegt. Du haben wir dann an demselben Jahr am Service den Honoré an Orten Yves Gaspari für die Kultur angestellt. Die Welt war damals zu klein. Es hätte keine Mengen, dass ohne Schulmeisterin auf führende Positionen die Städter Schulen nicht mehr funktionieren. Wie der all gesehen hat, war das aber nicht so. Dem Honoré sehr kreativen und konzilianten Genre, seine Kapazität für die Leute an Service zusammenzubringen, hat sich löserlos als richtig erwiesen. Wir konnten vieles bewegen. Die Sachen sind immer am Dialog mit allen Partnern und auch mit mir ausgeschafft gehen. Und irgendwann haben sich dann Animositäten die Leute gelöst. Aber ich kann mich trotz all dem noch daran erinnern, dass da, wo der Paul Galles neu am Amt war, probiert ging, als ihm zu sagen, das wären nicht die richtigen Leute, die wir gegen erstellen. Persönlich meine ich, dass wenn die Leute am Enseignement aus verschiedenen Formationen kommen, dass das dem Ganzen nicht mehr gut tun kann. Und ich selber war auch immer der Meinung, dass ein Blick von außen auf die Städter Schulen, so wie ich ihn auch als Journalistin hat, sich Avantagen hat. Mam Honoré hat das Gemeng eine ganze Reihe von Initiativen umgesetzt. Beispielschule, wo aber auch schon der Christoph Dunkel mitgeschafft hat, Klassen. An hier erinnere ich mich an den Enthusiasmus, den wir als Gemengevertreter hatten, wo wir die erste Roulotte 1. Feld am Büsch angeweiht haben, die Reform von den Etudes dirigées, den Development von den Aktivitäten am Haus von der Natur und von der Schule draußen, de Projekt Up Foundation op der Gare, Promotion vom Schwammen beim Cycle 1 a vun der LASEP, d'Aféierung vun enger Klasse fir heichbegabte Kanner, d'allgemeng Promotion vun der École Publique, Kommunikation iwwer d'Schoul op eisem Site Internet an och op de Site vun der Schoul, Promotion vun der Digitalisation an de Schulen an d'Elaboration vum Makerspace, den lo angeweiht gëtt. De Kinderstadtplan sind e paar Initiativen, die konnte mam Honoré umgesetzt gehen. Hin huet et verstanden, all seg Matarbeiter zu unterstützen, an dat Best aus hinnen herauszuholen. Ich schließe mich heute dem Paul Galles unerwünschendem Honoré eng wohlverdiente Pension als enger Nachfolgerin dem Rosa Estanquairo viel Fried und Succès an ihrer Tasche. Ich habe mit großem Interesse die verschiedenen Rapporte gelesen. Ich konnte feststellen, dass vieles an der Kontinuität weiterläuft, mit dass auch immer neue Akzente kommen, wo als das Service Antworten sieht für die Frauen, die sich an dieser modernen Zeit stellen. Ich wollte dafür ein paar innovative Projekte annehmen, die mir effektiv ganz wichtig erscheinen.
Am Rapport vom Yves Gaspari ist das Projekt Schönheitsdruck und soziale Medien vom SIDFAM, den haben wir einmal an einer Kommission conjointe vorgestellt gekriegt, und ich war da wirklich berührt. Hij ist nämlich gesagt gehen, wie kann er sich schon von sogenannten Schönheitsidealen beeinflussen lassen, weil sie können Minderwertigkeitskomplexer während ihrem Aussehen an ihrem Körper kreieren. Wichtig ist, dass ein gesunder Körper, gesunde Ernährung, auch viel Bewegung soll der Maßstab von der Schönheit sein. Es wird auch gesagt, dass der Blick, den die Erwachsenen auf die Kinder werfen, und auch die Eltern auf ihre eigenen Kinder, das Selbstwertgefühl von den Kindern beeinflusst und dass der Blick von den Erwachsenen ein anderen ist, dem noch welche Kind es geht. Ein Kind mit einer Behinderung, ein Kind, das mehr timid ist oder ein Kind, das eine andere Hautfarbe hat, kann eventuell viel mehr Aufmerksamkeit kriegen, Ernstes oder Männer geguckt gehen wie andere Kinder. Die Erfahrung hat als früher Kollegin Anna Correia ganz schön an einem Artikel von der Zeitschrift Forum ausgedrückt, an dem sie gesagt hat, dass ein Buch von Maya Angelou hier gewusst gemacht hat, dass sie als kleines schwarzes Mädchen eine Akzeptanz hat an der Schule wie die Weißkanner und dass das eine unausgesprochene Geschichte ist, die ihn an sich dreht. Da sollte mir Halt halten, wenn wir über als Schulen an als Kanner nachdenken, weil leider sind Hänseleien nach immer häufig. Sie drehen oft die Aussehen von den Kanner, Kleider, die nicht so modern sind, Retarden an der Schule, ein Daheim, was nicht so attraktiv ist, aber wo die Kanner vielleicht keine mitwollen. All die Probleme von Mobbing und Ausgrenzung gehen verschlimmert durch soziale Medien. Fotos gehen auf Facebook, TikTok und Instagram gesagt, Konflikte gehen damit quasi öffentlich ausgedroht und Kinder sind hier nur oft allein für damit eins zu gehen. Dafür begrüße ich Initiative vom Service Médecine Scolaire für Formationen an dem Bereich anzubieten. Als Medizin Scolaire bemüht sich auch wie immer sexuelle Aufklärung, auch die geht mehr komplex an einer Zeit, an der Kinder können mit Bildern konfrontiert gehen, die sie nicht können verschaffen. Des Weiteren ist auch all Aufklärung wichtig an dem Sinn, dass Kinder müssen lernen, ihre Körper zu schützen und nicht zu sagen, wann es wichtig ist. So viele Tabuen, die aber noch weiter bestehen, ein Challenge, den immer mehr groß geht an einer Gesellschaft, wo viele Kulturen zusammenkommen. Des Weiteren sehen wir, dass wir am Quartier Kurbebirsch ein neues, innovatives Schulmodell planen, mit Möglichkeiten für Schule draußen. Und wir sehen auch, dass unser Service Technolink beständig innoviert, seine Prozeduren modernisiert und dann guckt, dass als Schulen letzten Stand am informatischen Equipment sind. Und ich zitiere noch ein Keier mehr Jung, den auch am Enseignement ist, an dem ein Keier gesagt hat, Kind sich nicht vorstellen, dass es nach einer Stadt auf der Welt ging, wo die Schulklassen an Kanner so viel Geburten kriegen wie an der Stadt Lützeburg. Aus all diesen Gründen werde ich natürlich die Schulorganisation mitstimmen und wünschen alle Beteiligten, Enseignants, Edukateuren, administrativ Mitarbeiter und Politiker viel Succès, viel Engagement. Merci vielmals. Und ich ging an der Madame Konstantini das Wort gehen. Merci für das Wort, Madame Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kolleginnen aus dem Schafferrot und Gemeinderat. Ich will dem Herrn Galles vielmals Merci sagen für seine detailliert und engagierte Präsentation von der Schulorganisation für das Jahr 25/26. Ich will auch alle Services Merci sagen, die in dieser komplexen und wichtigen Arbeit mitgeschafft haben. Zusammenarbeit an ihren Ansatz garantieren, dass unsere Kinder ein gutes Schulumfeld geboten wird. Die Organisation von einem neuen Schuljahr ist immer eine große Herausforderung. Und es ist wichtig, dass wir als Gemeinde darauf zählen können, dass dieses Projekt so professionell und mit so viel Engagement gemeistert wird. An diesem Kader gebe ich gerne noch 2 Fragen stellen. Wie geht die Kohabitation zwischen den Schulen und den Foyers in Zukunft organisiert? Gibt es durch speziell Koordinationsmesuren oder strukturelle Anpassungen? Eine andere Frage,
wie können wir die Kinder noch mehr stark an das Leben von ihren Quartieren abbannen, sie wird durch Projekte an der Schule oder durch Partnerschaften mit lokalen Akteuren. Es wäre schön, wenn Kinder sich noch mehr als aktiven Bestandteil von ihrer Community fühlen. Zum Schluss eine persönliche Bemerkung. Als Mom von einer Tochter von 11 Jahren sehe ich am Alltag, wie wichtig unsere Quartier für die Kinder ist. Sie hat natürlich Freundinnen an der Schule, mehr aber auch puenopisch Kinder, bei denen sie spontan Schale gehen, spielen gehen, spazieren gehen, ein Glas essen gehen. Und das hilft auch, den Kindern selbstständig zu gehen. Das Quartiersleben stärkt den Zusammenhalt und das Wohlbefinden von unseren Kindern. Und das ist etwas, was wir weiter fördern sollen. Nach einmal vielmals merci und all die betroffenen Personen für die wertvolle Arbeit. Merci vielmals auch. Und ich gehe die Antwort geben mit Madame Brümmel. Vielmals merci, Madame Bojamisch, für das Wort. Freut ihr euch nicht auch, ob der Begriff Schulorganisation wirklich immer das rumgeht, was es am Fond wirklich geht? Wir mussten also Fond um Gesetz hier haut high aufstimmen über die Verdelung von den 11.367 Schlüssern, die dem Minister für den Unterricht für 5.674 Kinder zur Verfügung stellt. Schallen dann auch mal den detaillierten Zahlen ab, weil ich meine, das Verhältnis sowieso okay. Sind der Jahre schon schlo mir als Nomaden wie die Stunde berechnet an so verdeelt gehen, dass es gerecht und equitabel ist. Dass der Schulbetrieb funktioniert, dass Klassen nicht zu groß sind, dass da mehr Stunden angesagt gehen, wo Kinder mehr Probleme haben beim Lehren. Ich will daran erinnern, und ich meine, Madame Constantini hat das gerade auch schon ein bisschen angedeutet, Schule hat noch andere Funktionen. Sie hat an 3 Funktionen. Kinder sollen natürlich ein Bildungsziel erreichen, sie sollen sich qualifizieren können. Schule sorgt aber auch für Sozialkohäsion am Matnen an der Schule, am Quartier. An Schule hat ein Integrationsfaktor, notamment für die Leute, die nicht hier an der Stadt oder am Land geboren oder groß sind. Diskussion zur Verdelung vom Kontingent ist wenigstens natürlich ein wichtiger, aber nicht ein einziger Punkt. Trotz allem dazu ein paar Evaluierungen. Erstens begrüßen ich natürlich alle Ideen an dem Marsch, eine andere Berechnung zu entwickeln, par rapport zum Sozialindex, sodass die der Staat zugedeelten Stunden mehr um wirkliche Besoin von den Schulen respektive Schüler verdient gehen. Das hat der an der Schulkommission angekündigt, und ich ging da wenigstens auch gerne wissen, wen wir dazu erst Vorschläge kriegen und ob das dann auch für das nächste Schuljahr schon zum Drohen kann kommen. Zweitens fand ich es weiterhin unhaltbar, dass nicht mit offenen Karten gespielt wird, an der Schulkommission respektive dem Gemeinderat Fondinformationen enthalten gehen, die für eine korrekte Bewertung vom Besoin von einzelnen Schulen respektive Klassen können zu machen. Erinnert ihr euch, die erste Funktion von der Schule ist das Erreichen vom Bildungsziel. Das ist manchmal auch das, was für die Eltern prioritär ist. Das Minister weiß aus den Épreuves standardisées, die am Cycle 2.1, 3.1 und 4.1 gemacht gehen, und auch aus der Orientierung am Cycle 4.2 an der Lycée, also wissen wir, wie das Niveau an den einzelnen Schulen, Klassen ist. Das sind Donnerien, die eine Schulkommission braucht für die Schulorganisation. Aber die Donnerien kriegt sie nicht. An die Herr Galles will sie nicht mal das teilen. Aus Angst vielleicht, es ging zu einem Ranking von der Schule kommen, an den Schultourismus verstärkt gehen. Ich kann Ihnen das aber auch anders gesehen, weil das Ranking scheint nämlich meiner Meinung nach sowieso bekannt zu sein. An eine transparente Information ging die nötigen Argumente gehen, gerade da deutlich mehr Ressourcen anzusetzen, respektive andere Verbesserungen umzudenken, wo die schulische Reussit nicht auf der Höhe ist und dadurch dann auch Vertrauen von den Eltern zu gewinnen. Drittens wollte ich daran erinnern, dass mein Vorgänger an der Schulkommission, de Carlo Back, immer mit dem Verweis auf die Hattie-Studie sagt, dass es den Enseignant ist, den Qualität von gutem Unterricht ist oder den Unterschied möchte. Lo leidet mir natürlich fern zu sagen, die Enseignants hier an der Stadt wären nicht gut. Aber gesehen wir all Jahres, dass wir viel unbesatte Posten haben,
dass also nei Jungleid aufhängen, denen forcément die Erfahrung noch fehlt. So lange wie die Permutation für und allem nur der Anciennität geht, riskiert, dass Leute mit wenig Erfahrung, aber anspruchsvoll Klassen an Situationen meistern müssen. Oder dass sie von einer Person mit mehr Anciennität eine Klasse weggeschnappt kriegen. Das scheint mir nicht ideal. Und es bleibt für mich auch ein Problem, dass mehr wie 20 Klassen, also über als ganz Schulen verteilt, ungefähr 20 Klassen am zweiten Cyklesjahr nicht mit dem Enseignant oder der Enseignant aus dem ersten Jahr fuhren. Aber am letzten Jahr fällt mir besonders die Schule um Kirchbirch auf, wo viele Posten vakant sind, weil es an Mengen an schwer möchte, Kontinuität und Stabilität an der Equipe vom Lehrpersonal aufzubauen, was ja aber auch eine Basis ist für gute Funktionament von einer Schule. An diesem Kontext wollte ich wissen, wie dir ob die Forderungen vom Komitee de Co-Gestion für eine mehr attraktive Schule an der Stadt wild agieren. Sie hatten ja ein List von, ich weiß nicht, 25 Punkten, 21, ich habe richtig verhalten, publiziert oder an Rapporten gesagt. Was ich dem Komitee de Co-Gestion zuguthalten ist, ganz ehrlich, dass er nicht für die echt von der Parkingsvignettiert ist, aber dass an der ersten Linie nur pädagogisch durchdachten an ausgeschafften Infrastrukturen an Schulgebäude, die Abwertung von allen Schulgebäuden, Spielmaterial für den Zyklus 1, an ordentlich Banken an Stil gefroht wird. Mir scheint es auch evident, dass Lehrpersonal als Experten vom Schulhallen bei der Planung von neuen Gebäuden abbezogen. Dafür warten nicht auch die Kanner. Das ist auch eine Forderung vom Komitee de Co-Gestion. Und an dem Sinn hat es mich erstaunt zu hören, dass nach Rezent beim Projekt vom neuen Gebäude vom Zyklus 1 zu Gasbrich do offensichtlich nicht alles so geklappt hat, mit Personal, Lehrpersonalrecht après coup quasi gefroht gouf. Und dann wäre ich froh, dass du durch das Projekt zeitlich verzögert gehen. Wir warten ja schon wie lange auf Neigbeiligkeiten. Ich meine, dass an diesem Kontext es ja aber einfach wie ein Approach zu entwickeln, die Lehrpersonal mal Zeiten abbindet, weil es ja für jeden Verein frustrant ist, wenn ein Projekt, das schon weit fortgeschritten ist, aufgeändert muss gehen. Eine öffentliche Schule, die nämlich knapp 50% von den Kindern besicht, kann die zweite und die dritte Funktion nicht erfüllen, also die von der sozialen Kohäsion und vom Integrationsfaktor. Dabei sind die zwei an unserer Stadt aber an Mengen an immens wichtig. Und da kritisiere ich weiterhin die Haltung von diesem DP-CSV-Schöfferrot, den am Anfang nicht dabei findet, dass Knappteilchen von den Kindern nicht an die öffentliche Schule und du willst auch meistens nicht an ihrem Quartier an die Schule gehen. Das riskiert auch nicht zu ändern, solange wie den Citymarkt ganzseitig Annoncen für Privatschulen publiziert, aber nicht Vergleichbares für die öffentliche Schule zu finden ist, solange wie die Schule nicht mehr DAX hier Dieren abmischt für die Eltern und Lehrpersonal zusammen mit dem Minister an der Gemeinde die Schule von Bannen Weisen anerklärt, solange wie der Besoin von Betreuung nur der Schule nicht gedeckt ist, solange gehen die Eltern hier keine an Privatschulen. Aber just die es sich leisten können. Und das schafft ein sozioökonomisches Gefälle. Du willst rechne ich eine Motion ran, schon so an das Sekretariat geschickt, wir können ja dann am Ende gucken, mit dieser Motion froh ist, dass all als 19 Schulen, ob man einmal am Jahr ein Port ouvert machen, die sich und Eltern aus dem Ressort scolaire riecht, ein Port ouvert, die ordentlich präpariert, da promoviert wird, die Schüler und Lehrpersonal abend, an die Lust ob Eis Schule möchte. Und auch, dass all Schule sich auf einem Internetsite mit seinem PDS an PEP präsentiert. All das Demarchen scheinen mir umso mehr wichtig, weil man ja die Alphabetisierung auf Französisch soll kreieren und dadurch auch eine große Ouverture vielleicht da ist, par rapport zu Älteren, die nicht von Hause sind, an die aber dann auch wissen sollen, was wir offenen als Schule bietet.
Ich will auch ein paar Worte zur Situation auf der Gar verlieren. Madame Markt hat schon vieles dazu gesagt. Ich halte auch dem Schulschaffen zu gut, dass endlich eine Decision geholt wird, an den Zickzackkurs aus den letzten Jahren damit um ein Ende bringt. Ich stehe hinter der Decision, eine Schule auf der Gar zu haben. Ich fand die Analysen, die Madame Markt möchte, par rapport zu Genderfrauen ganz interessant. Und ich freue mich dann auch, ob nicht zum Teil auch so eine gewisse Intersektionalität könnt, wenn eine Frau ist, und auch aus der Oppositionspartei. Aber bon, das ist so ein Klammer, die musste man nicht vertiefen. Also, okay, wir sollen eine Schule auf der Gar haben, aber muss ich den Kopf rätseln, wie es gegangen ist. Weil für was tut das auf der letzten Stoppel muss geschehen. Ich habe wirklich die Impression, dass das auf der letzten Stoppel geschieht. Und das bringt natürlich viele Eltern auf Palm, berechtigterweise. Ob schon seit Jahren von jeweiligen Schulschaffen versprochen wird, geschieht nichts, was Gebäude und das Umfeld von der École de Commerce verbessert und mehr attraktiv möchte. Der Schulhof ist von Jahr zu Jahr Priorität. Der könnte am analytischen nachlesen, aber ohne Resultat. Das dort Schulgebäude an der Rue de Commerce ist auch definitiv kein Aushängeschild für die öffentliche Schule. Nicht Gebäude, nicht der Schulhof und auch nicht das Umfeld. Und da manchmal sieht der Leid aber ein einfach schuldig. Für dem entgegenzuwirken, setzt ihr auf Projekte mit externen Partnern, Baupiloten, Up Foundation, Megagar, ich will. Aber das kann aber nicht verstoppen, was die Gemeinde nicht möchte, Gebäude, Schulhof, Umfeld. Ja, die guckt Mesuren anzusetzen, für die Eltern zu beruhigen, weil bis das neue Schulgebäude soll stehen, werden sie sich noch lang geduldigen. Der Plan pluriannuell schwätzt nicht mehr von 2029, mehr von 2032. Und das ist noch ganz lang. Du willst also an Mengen an immens wichtig, hier auf der Gar endlich einen großen Effort zu machen, für die Schule an der Rue de Commerce zu stärken und eine Weiteraufwanderung zu verhindern. Das muss wirklich prioritär sein. Und ich gebe mir auch wünschen, dass man gerade mit Blick auf die Zahlen von Kindern, die Schule auf der Gar besichern, ein Eindruck haben, wie sich das entwickelt. Wie viele Kinder haben wir an dem Ressort skolär, wie viele gehen dann als öffentliche Schule, wie viele gehen nächstes Jahr als öffentliche Schule, für das wir da aber nicht blinde Männer auf einmal stehen, an mehr Regeln alt Klassen aus der Rue de Commerce und Rue Michel Walter, weil auf einmal Platz genug da wäre. Die Schulchefin hat dann signaliert eine Reihe interessanter Punkte angeschwärzt, die ihn aber auch schon letztes Jahr ernimmt hat. Mehr Partizipation von den Kindern, eine mehr enge Verbindung von Foyer scolärer Schule, eine bessere Koordination von den Services, die für die Schulhöfe zuständig sind. Mir fehlt Detail leider aber auch konkrete Resultate. Respektiv wird versprach, anderem versprach. Und das enttäuscht mich aber, weil ich letztes Jahr am Anfang echt optimistisch war, dass vielleicht aber ein bisschen neue Wand an Schulpolitik von der Stadt ging bloßen. Mir fehlt es bei den Plan d'encadrement périscolaire, bei den PEPen und enger klarer Zielvorgabe. Wo sich Zeit geholt hat, die 19 PEPen durchzulesen, stellt enorm Unterschiede fest. An einzelnen Schulen sind Lehrer und Foyerspersonal für am Sinn von Kant mehr eng zusammen zu schaffen. Sie sichern und sie fanden gemeinsam Konzertationszeit, sie machen Projekte zusammen, sie unterstützen sich gegenseitig. An einem Malerbestrieb vom Service Enseignement möchte das Suivi an unterstützt, was sicher gut ist. Mir ich meine, es wäre aber wichtig, wenn gesagt wird, was wir wollen, dass alle Schulkommunität, also Schulaffaires scolaire, ob man soll bieten am Bereich von den PEPen. Und dann ist es doch für die Schulen und Foyer einfach, viel an die Richtung zu schaffen. Ich würde kurz eingehen auf den Plan pluriannuell, den wir noch zur Verfügung gestellt haben. Just 2 Renovationen fangen 2025 an. An Schulkirchbirch geht endlich fertig. Mir sonst als bis 2027 nicht Programm. Das tut mich wirklich ein bisschen verwundert. All weitere Projekte fängt also recht 2027 an
an die meisten gehen nicht fertig 24, 29, 31, 32. Das ist wirklich nach weite Wasch. Ich stelle mir da auch froh, wo sind Schulhöfe, wo ist der Plan? Das geht von Jahr zu Jahr, das geht mal von Jahr zu Jahr hingehalten. Ja, und wie gesagt, auch aus, wenn wir von Renovationen schwatzen, von der Klimaadaptation von also bestehenden Gebäuden, du mangelndes mies da etwas an dem Plan stehen, so die ich wie Haut und ich mache de Besoin nach ein Kehr deutlich. Die Schulchefin hat letztes Jahr dezidiert, Foyer Scolaire von der Schulorganisation zu trennen. Sind daher haben wir keine Diskussionsplattform hier am Gemeinderat mehr über diesen Bereich, den aber auch ein paar tausend Starter Kanner an ihre Familie betrifft. An den wirklich eng mit der Schulorganisation verbunden ist, wie wir hier bei den Peppen gesehen. An auch wenn es die famöse Kohabitation soll gehen, also die gemeinsame Nutzung von Räumen am Cycle 1. Haut gehört manchmal für die allermeisten Älteren Schul- und Foyer scolaire zusammen. Und auch Bildungsforscher betonen, dass die Nonformalbildung die Formalbildung unterstützt und dadurch auch zum Schulerfolg beiträgt. Du willst erschließt sich mehr nicht, für was wir das nicht zusammen behandeln. Und ich werde, du willst auch ein paar Fragen zu dem Bereich stellen. Wie gesagt, an den Foyer Scolaire für das nächste Schuljahr aus, gibt es Wartelisten. Aber ja, wie viele Kinder sind an den einzelnen Quartieren betroffen? Aber was man da für die Wartelisten aufzuschaffen? Stimmt es, dass Eltern, die auf der Sicht nur Arbeit sind, keinen Anspruch auf einen Platz am Foyer haben? Das war ein Mann von Gasbrich, wo mich darüber angeschwart wird. Das scheint mir ja schwierig, weil wenn ich auf der Sicht nur Arbeit bin, da brauche ich einen Platz, für das mein Kind versorgt ist. Wie sieht es aus mit der Hausaufgabenbegleitung? Ich hatte am letzten Jahr gefragt, dass wir eine Konklusion gemäht kriegen, für die ein Kehr zu diskutieren. Kommt das gemacht gehen? Wie ist das Resultat? Und dann auch, wie ist es mit dem Resultat von der Zufriedenheitsanalyse, die bei den Eltern gemäht ging ist? Ein Projekt, den einen ganz, ganz lange Bart hat. Das Jahr ist aber die Enquete gemacht, da sind wir schon ein Jahr weiter. Wo sind die Resultate da? An ein letzte Frage, wie sieht es aus mit der Errichtung von einem Guichet unique, den ja schon am Raum stehen, für die Darschreibungen für die Eltern vereinfacht gehen. Also nach ein Kehr plädieren dafür, dass wir die zwei Bereiche nicht trennen, mehr bei der Schulorganisation zusammen diskutieren. Wir haben den Rapport d'Aktivität ausgedeelt und ich bin natürlich froh, dass der Staat das Service an den Dienst von den Kinder und Familien stellt. Was die Aktivität kulturell angeht, freut mich die Idee von der Residenz d'Artiste an einer Schule. Und ich ging dann gerne wissen, wie das konkret gedurcht ist, an was für Schulen das angedurcht ist. Ich ging auch gerne wissen, wie da reagieren wird mit der Aktivität kulturell, ob die steigenden Schüler und Klassenzahlen. Und für den Teil von diesem Rapport proposiere ich auch, dass wir eine andere Durchstellung kriegen, nämlich die, wo es sieht, wie viele Klassen aus was für einem Cycle und denen einzelnen Aktivitäten teilgeholt haben, ähnlich wie bei den Aktivitäten Natur präsentiert ist. Das gibt aber einen besseren Abblick über die Aktivität. Und es interessiert mich natürlich auch zu wissen, ob die Aktivitäten von diesem Service, also die Proposen von den Schulen, gleichermaßen genutzt gehen. Ich habe einen Propos, weil Heinz doch soll einen Propos machen, die vielleicht nicht so viel kostet, aber eine gute Erinnerung wie, wenn man die Kinder geben, über die Schulzeit so etwas wie ein Carnet d'Aktivité kulturell ginge füllen, Büchelchen, den sie dann nur im Cycle 4.2 mit heimkriegen, vielleicht noch mal den Ticket für eine kulturelle Aktivität, für das man sie kulturell sich so ein bisschen bei der Stange halten. Den Rapport vom Technolink, beim Rapport vom Technolink lesen ich eine Demande nur mehr Personal raus, was das da war. Auch stelle ich mir froh, für was der Makerspace noch immer nicht ob ist. Gehen da für Grün, weil das war auch letztes Jahr schon angekündigt ging.
Ein weiter froh betrifft den ältere Schul an den ältere Forum. Herr Galles, dir so, den ältere Forum ging nur an den Start kommen, was ich begrüßen, weil das hatten wir auch schon mal gefroht. Mir könnt ihr erklären, wie die zwei Akteure dann komplementär werden zusammen schaffen. Wenn ich so nicht Fred möchte, Rapport von der Schulmedizin zu lesen, dann ist das ein bisschen zwiespältig, weil es Fred möchte zu lesen, dass wir Schulmedizin haben, an so viele Aktivitäten stattfinden. Wir sind aber natürlich auch eine Reihe Defien, die da angeschwart gehen, darunter eben die Schwächen, Santé mentale und auch der Bewegungsmangel. Ein Aspekt davon ist sicher die Präsenz und der Gebrauch von den neuen Medien, die natürlich auch nicht unter Kanal gehen. Du willst scheint mir Präventionsarbeit ganz wichtig zu sein. Und ich ging gerne wissen, wie viele Klassen von Offeren von Bisecure profitieren und auch wie viele Enseignants, Enseignanten und Educateuren, Educatricen von Bisecure geschult goufen, für am Alltag dabei von der Medizin skolär zu unterstützen. Und ich plädiere weiterhin dafür, die Opfer von der sexuellen Bildung auszubauen und zu promovieren. Das wir übrigens, also die zwei Aspekte, wir am Anfang auch flott Ideen für die Peppen. Und auf jeden Fall sind sie unverzichtbar für Präventionsarbeit, also Kanner dabei zu helfen, dass sie Gewalt und Abus nicht erleben müssen. Ich will natürlich auch den anderen Services merci sagen, dass nie möglich für auf alles anzugehen. Wie gesagt, das ist wichtig, dass man als Gemeinde die verschiedenen Services haben. Das ist auch wichtig, dass sie koordiniert zusammen schaffen, an hier Aktivitäten, an hier ein Engagement kann er zur Verfügung stellen. Ich will auch aufschließen mit einem speziellen Merci und den Service vom Enseignement für ihren ganzen Engagement. Sie sind sich nie zu schuld für Frohen Notulen oder Erklärungen zu antworten. Und ich will auch dem Herrn Gregorius für die ganz gut Zusammenarbeit, den persönlichen Kontakt, merci sagen, an ihm natürlich eine erfüllte Zeit an der Pension wünschen. Ganz klar, ich hoffe, dass ein würdigen Nachfolger, eine würdige Nachfolgerin findet. Ein würdig heißt für mich eben auch die Kompetenzen hat am pädagogischen Bereich. Das schenkt mir, das war auch sicher ein Atu vom Herrn Gregorius. Den Herr Galles sagt, viele Kompetenzen für die Schule wären beim Minister und nicht mehr bei uns. Ich meine aber, dass ich heute durchgelöst habe, dass noch ganz viel Spielraum ist für die Gemeinde und dass für allem noch viele Defien da sind, die diesen DPCSV-Schöfferrot umgehen muss. Die Stärkung von der öffentlichen Schule, die Ressourcen besser dem Besoin entsprechend anzusetzen und das auf Basis von Fakten und Donnerien, die bekannt sind, Gebäude für Schule auf Foyer und Schulhöfe modernisieren, respektive rechtzeitig bauen, für dass man attraktiv Gebäude haben, die lehren und auch die Schulhallen fördern. Weil alles das ging dazu beitragen, dass die Schule an der Stadt allkant eine gute Bildung gewährleistet, Sozialkohäsion an den Madenien an der Schule und am Quartier stärkt, zur Integration beiträgt von unseren ausländischen Matbürger und Matbürgerinnen. Ich will den Herrn Galles, das habe ich falsch geschrieben, den Herr Galles hat mit einem Zitat angefangen oder abgehalten, und ich will das einfach auch machen. Und schon gewählt vom Astrid Lindgren, und sie seht, wie die Welt von morgen aussehen wird, hängt in großem Maß von der Einbildungskraft jener ab, die gerade jetzt lesen lernen. Ich ging mir wünschen, dass als Staaterschulen dazu beitragen, dass alle kant gut lesen, schreiben, rechnen und auch noch viel andere Sachen lehren. Merci, Herr Galles, auch noch ein Kehr für Ihr Arbeit und für Ihren Rapport. Und ich freue mich auf Ihr Antworten. Merci auch. Und da gehe ich würde und Madame Arendt. Vielmals merci für das Wort. Madame Burgemeester, liebe Kollegen und Kolleginnen. Ich schließe möchte wieder von meinen Kollegen und Kolleginnen von Fiedron also den zuständigen Service von der Gemeinde, wie dem Service de l'Enseignement, dem Technolink, an dem Service von der Foyer Scolaire eine große Merci für die immens wichtige und wertvolle Arbeit, die Sie am Laufe vom letzten Schuljahr am Dienst von unseren Kindern geleistet haben.
Ein grosses Merci geht aber auch an den Schulchefen Paul Galles für sein extremes Engagement an die ausfeierliche Präsentation von der Schulorganisation. Hin hat obeneiz bewiesen, wie stark ihm diesen Dossier um Herz leid. Mein Merci geht aber auch für allem und all uns Enseignants aus der Stadt Lützeburg für ihr alltägliches Engagement bei immer mehr großen Herausforderungen aufgrund von der enormen Diversität von unserer Schulpopulation und von oft unnützer Bürokratie. Da wollte ich aber auch nach all den Membern von der Schulkommission danken, sowie all den Leuten von den solchen Kommissionssitzungen, die unter solchen Kommissionssitzungen teilgenommen haben, wie unter anderem unsere Schuldirektion von Menje an unsere verschiedenen Schulpräsidenten. Zum Schluss aber wollte ich dem Honoré Gregorius ein ganz großes Merci ausdrücken für die professionell und wertvolle Arbeit, die in all die Jahren am Dienst von unserem Service de l'Enseignement geleistet wird. Es war mir immer ein ganz grosses Pläsier, mit Team an der Schulkommission zusammen zu schaffen. Ich wünsche dann auf diesem Weg dem Honoré eine ganz flott und aktive Pension, an seiner Nachfolgerin eine ganz glückliche Hand. Thema Schule ist und bleibt nun mal ein Thema, das mich besonders stark interessiert. Weil Kinder sind uns Zukunft an die öffentliche Schule ist enorm wichtig für die Integration, weil heute Basis gelöst wird für uns Zusammenleben. Auch wenn das Lehrprogramm einzig an den Händen von Menschen liegt, haben wir als Gemeinde ganz viel Einfluss auf die Schulinfrastrukturen sowie auf die Opfer von den paraschulischen Aktivitäten. Ein Thema, das mir aber besonders ganz stark um Herz liegt, an dem wir an unserer Schule mehr Attention müssen gehen, als die Mentalgesundheit, wie auch die physische und psychische Gewalt von unseren Kindern. In der heutigen Gesellschaft sind uns Kinder immer mehr einem enormen Leistungs- und Konkurrenzdruck ausgesetzt, und der Impact auf ihre mentale Gesundheit ist dadurch immens groß. Die Ursachen, das wissen wir alle gut, von diesen Belastungen können zahlreich sein, wie zum Beispiel Bewertungen an der Schule, Tankstunden zu reüssieren oder aber auch das ständig sich vergleichen mit anderen. Mir ist aber auch gewusst, dass Digitalisierung auf vor allem die sozialen Netzwerke wie TikTok, Instagram, Snapchat und so weiter dazu führen, dass uns Kinder schon ganz frei auf viel mit Nachrichten, auf Fake News, auf Cybermobbing konfrontiert gehen. Da die Menschen schwer für sie zu verschaffen ist, an ihre mentale Gesundheit immens darunter leidet. Wir haben es weil mit der ersten Generation zu denen, die mit den sozialen Medien aufgewachsen ist. Und wir müssen gucken, wie wir auf Gemengenniveau dem noch besser entgegenwirken können. In dem Sinn begrüßen ich auch, dass das Thema endlich von Menschen aufgegriffen ist und durch ein allgemeines Handyverbot an der Schule umgesetzt wird. Zusätzlich dazu müssen wir aber auch die Eltern weiter encouragieren, handyfreie Zonen daheim zu schaffen und unsere Kinder so eine ausgeglichene Freizeit mit minder Druck ermöglichen. Damit allein hat es sich aber nicht. Wir müssen uns auch weiter auf Gemengenniveau Gedanken machen, wie wir uns Schulen dementsprechend besser aufstellen können, und wie wir auch die Gewalt aus unseren Schulen herausholen können. Ein weiterer guter Aussatz, den Herr Galles schon in seiner Präsentation gesagt hat, ist, dass sich durch Bewegung und ein bisschen mehr Sport den Schulalltag entstressen lässt. Und dazu gibt es am Rollinger Grund das Projekt vom bewegten Lehren, wodurch Kinder Männer gestresst sind, als sich selber auch besser organisieren können. Es wäre also wünschenswert, wenn dieses Projekt auch auf anderen Schulen ausgeweitet gehen. Ein weiteres wichtiges Projekt, den das Jahr an dem Kontext umgesetzt wurde, ist der Kinderstadtplan, eine interaktive Karte von der Stadt Lützeburg aus den Nahen von den Kindern für auf interessant und aber auch gefährliche Plätze aufmerksam zu machen. Das mit dem Objektiv für die Sicherheit und Qualität von den öffentlichen Strukturen zu verbessern. Das ist eine ganz wertvolle Integration von unseren Kindern. Und es ist wichtig, dass wir die Kinder bei all unseren anderen schulischen Projekten, wie die Bildungslandschaften, die Planung von der Schule und so weiter mit abonnieren und ihnen so eine Stimme geben. Zu guter Letzt begrüßen wir enorm, dass wir nach all diesen Jahren endlich die Fusion von unseren zwei Schulen, der Commerce und der Welter,
umgesetzt haben und die Welterschule so können für eine Flotprojekte nutzen. Das war eine immens wichtig und schon ganz lang überfällig Decision, nicht nur wegen dem Verlust vom Niveau Staater Kontingent, aber auch en vue von unserem neuen flotten Gara-Bildungshaus. So nicht merci. Ich soll noch der Madame Arendt merci. Ich ging dann der Madame Bartolini. Merci Madame la Bourgmestre. Merci Monsieur Gallès pour vos explications sur le dossier de l'alphabétisation, qui touche un enjeu fondamental de cohésion sociale et d'égalité des chances. Ce projet est entamé par le ministère et vous avez évoqué que la commune pourra mettre à disposition son aide. Et même si le projet ne débutera que l'année prochaine au niveau national, et même si vous avez dit que ce sera que la prochaine organisation scolaire qui mettra le projet Alpha au centre, vous comprenez que cette approche m'intéresse particulièrement. Depuis 2022, le projet Alpha, ou Zusammenwesen Alpha, expérimente une approche plus souple et inclusive de l'alphabétisation à partir du cycle 1 de l'école fondamentale, en offrant aux parents le choix entre une entrée en lecture-écriture par le français ou par l'allemand. Cette initiative concerne actuellement 4 communes pilotes, Differdange, Dudelange, La Rochette et Chifflange, et mobilise des ressources pédagogiques, des formations d'enseignants via l'IFEN, ainsi qu'un accompagnement scientifique assuré par l'Université du Luxembourg. Les premiers résultats publiés en 2024 sont encourageants. Les enfants alphabétisés en français montrent des projets notables en compréhension orale. Les familles se disent mieux armées pour accompagner leurs enfants. Par ailleurs, les résultats en mathématiques ou en compréhension de la langue luxembourgeoise sont similaires à ceux des classes classiques. Néanmoins, plusieurs éléments méritent d'être approfondis ou questionnés dans une optique d'amélioration continue. Tout d'abord, comment garantir une vraie liberté de choix linguistique dans les petites écoles de la ville où les ressources humaines sont limitées? Ne risque-t-on pas d'y imposer un seul parcours faute de ressources, limitant ainsi la promesse de diversité? Ensuite, face aux craintes exprimées par certaines personnes concernant une fragmentation linguistique, voire sociale, de l'école publique, quelles garanties voyez-vous pour que cette différenciation ne devienne pas un facteur d'exclusion ou de hiérarchisation implicite? D'autant plus que la ville essaye de créer une grande unité et dans une grande diversité. Vous évoquez une généralisation du projet Alpha dès 2026-27 au cycle 1, avec un déploiement progressif jusqu'en 2032. Cela suppose une planification robuste aussi pour la ville. Enfin, si l'ambition du projet est de répondre à la diversité culturelle et linguistique de notre société, ne serait-il pas utile d'ouvrir à terme une réflexion sur d'autres langues d'alphabétisation, comme l'anglais, qui est déjà la langue d'usage quotidien pour beaucoup d'enfants? En résumé, vous soutenez en tant que ville un projet ambitieux, cohérent avec une volonté d'adaptation de l'école aux réalités du pays. Je salue cette démarche. Mais l'exigence d'inclusion implique aussi une vigilance sur les moyens accordés, sur l'évaluation continue et sur la transparence à chaque étape du déploiement. Pourriez-vous nous dire comment vous entendez garantir cette équité et cette clarté dans le futur? Je vous remercie. Merci auch. Und dann ging ich der Madame, ging ich dem Herr Philippe zurückgehen. Merci, Madame Bürgermeister. Lieber Guten, ich würde mir alles ganz dicke Merci so für seine Präsentation über die Schule vom 2. Juni. Hier hat dabei ein klar und gut strukturiert Weise mit ganz viel Enthusiasmus gebracht. Er hat in seine Passion für das Sujet gespielt. Merci auch all den Services und Kommissionen, die eine formidable Arbeit geleistet haben. Besonders gut gefallen hat mir die Approche, die sieht, dass ein Enseignement mit der Vermittlung von unseren Werten von Respekt, Toleranz, Equität, aber auch Disziplin und Erziehung zum Klimaschutz zusammen geht. Kann er sich schließlich Zukunft vermuten. Beim Durchlesen vom Rapport d'Aktivität zeigt sich die Qualität vom Enseignement
wie rote Faden durch Allsparten. Besonders will ich all den Enseignants, Psychologen, Mediziner und Ingenieure merci sagen, die sich über all mögliche Formationsoffere weiterbilden und im Laufenden halten. Auch ein spezielles Merci und Lehrpersonal, das Musikkuren am Centre Verdis viviert wird. Das unterstreicht auch ihre persönlichen Engagement für ihre professionelle Mission. Es ist natürlich interessant zu sehen, was Frau Schrauben nach kein Drehen für die Karriere am Enseignement mehr attraktiv zu machen und dass man mehr Kandidaturen an dem Moment rankommen, wo Posten freigehen. Es hat in der Präsentation von Herrn Galles hören, wie konsequent der Chefrat seine Deklaration für 2023-2029 umsetzt. Besonders bei den Infrastrukturen an der Quartier geht es rapid weiter. Das sind hohe Investitionen, die der Lebensqualität von den Kinder und Enseignement zugutekommen, die aber auch das Handwerk an den Bau unterstützen, von denen wir wissen, dass es nach immer mehr losdrehen. Wichtig ist, dass dem Kirchbiergen Zweitgebäude in Aussicht steht, weil der Fond du Kirchberg plant bis 2030 7.000 Wohnungen im Kirchbierg. Dafür sind allein 500 Vietnamesen schon NRW. Gibt es an dem Zusammenhang von den Infrastrukturen einen Plan vom Sport en plein air von den Piscinen, wo in der Zukunft kann, wie in den Schulen, Matto kann abbauen. Das zu begrüßen, wie sich der Pedibus an den letzten 2 Jahren rapid weiterentwickeln. Weil es immer schwierig ist, genug Benevols-Akkompagnateuren zu finden, freue ich, ob es schon bei der Agence du Benevolat geklappt ist, für eventuell Leute zu finden. Was für Qualifikationen muss ich bitten, dass uns Kinder an Sicherheit betreibt gehen. Auch freilich ist es zu hören, dass die Evolution von den nächsten Kindern wie von der Klasse kassivieren. Es ist wichtig, ein performant und equitables Schulniveau an alle Quartieren zu garantieren. Es kann nicht sein, dass Leute den Quartier gegen den anderen ausspielen. Zu begrüßen ist auch das Zwiebel von der digitalen Entwicklung. Und da kann ich nicht mehr die Arbeit von dem Service TIC und Technolink begrüßen. Weil ihre Technologie und Pädagogie ganz sehr sich mit ihnen entwickeln, ist es wichtig, dass die technische Equipe mit weiteren Technikern und einem Ingenieurkoordinateur renforciert gehen. Noch 10 Jahre ist bis well an diesem wichtigen Domain kein Post dabei kommen. Es wäre auch wichtig, wenn das Projekt Makerspace weiter konsequent durchgezogen gehen. Bei der Education Musicale begrüße ich ausdrücklich den Musikunterricht mit den neuen Medien. Gerade den interaktiven Charakter möchte den als Schulklasse richtig zusammenweisen. Und das Abschiedsfest mit daheim bei den Kindern, die Kinder selber komponiert haben, weißt du, wie die Approche greift. Das ist flott, dass auch Schulklassen können auf der Gemengelanst kommen. Politik und Verwaltung sollten nur bei der Bürger sein und Kinder sollen lernen, dass sie mit zu der Gesellschaft gehören, also ich kann schon ganz jung mit abbringen. Dafür ist der Kinderstadtplan so eine wichtige Initiative. Das Projekt Migar hat ja schon ein bisschen an die Direktion geschafft. Kann ich noch so Experienzen aufbauen, für einen grossen Retour bei der Konsultation zu kriegen, wie das bis heute der Fall für den Kanner-Stadtplan ist. Ich habe mit großer Satisfaktion den Rapport von der Animation kulturell gelesen und felicitieren all die Akteure, die das Visiten an Workshops möglich gemacht haben. Bei den Animation kulturell, besonders die en Kollaboration mit Luca oder Up Foundation durchgeführt goufe lehren Kanner rundherum sich gucken, sich visuell an ihrem Quartier zu verankern, als ein Stil davon zu empfangen. An dem Kader vermisst ich allerdings, dass nicht von der Offer von dem Tour UNESCO for Kids profitiert wird, wo die Kanner die Spezifizität von unserer Weltkulturerbe an unserer Stadt über die 5 Sinne kennenlernen. Dieses Projekt inspiriert eine Pädagogik, die am Kader von der Konvention du Paysage Européen ausgeschafft gouf, an dem erlaubt, mit alle 5 Sinne die Stadt zu entdecken. Diesen Tour geht doch just für die Schulklassen vom LCTO angeboten. Kunst am öffentlichen Raum ist etwas Wichtiges. Ich ging es flott finden, wenn all Jahr am öffentlichen Raum Schulklassen könnten ein 3D-Kunstwerk aufstellen, da der Point sichtbar wird und für die Passanten durchsteht. Damit identifizieren sich die Kinder an ihrer Schulklasse und sehen sich selber als kulturellen Akteur. Die erwusste ihre Kannerkunst schätzen. Das nicht eng von vielen Aktivitäten, von denen es keine Trasse am öffentlichen Raum gibt.
Und so eine Kunstaktion, die Platz, wo sie gewisse geht, erinnert sich ein Leben lang. So Aktionen verbannen ein mit do, wo wohnt, an sind ein interaktiven, und kollektiven Projekt. Beeindruckend das Programm d'Aktivité Natur an Vielfalt vun senger Opfer. 340 Aktivitäten mit 5000 Kanner. Den Narako Naturrally op der Cocketshire als eng wunderbar Initiativ, besonders weil se Bewusstsein Natur mat musikalischer Prestation verbindt. Natur kann net ohne Klang an Ton bestoen. Die Verbindung von Natur und Musik verstärkt Perzeption vom Erlebnis a verbindet Natur und Kultur. Ich begrüße absolut die Initiative Böschklassen. Ich freue mich über den Succès, die sie 7 Jahre schon hat. Die Stadt Lützeburg hat einen ambitiösen Böschplan vorgestellt, mit neuen Böschern zu haben, an einem Meischer Feld, mit Zonen am Bösch für den Klimawandel entgegenzuwirken. Es scheint mir wichtig, in Zukunft auch das Aspekt mit an die Formation von den Kannern heranzuholen. Es soll weisen, was ich konkret machen und nicht just einen Akzent auf Krankböscher und Sicherheit setzen. Es soll klar weisen, was möglich ist für mich. Ich freue mich an dem Sinn auch auf den Waldkindergartenwagen, der für dieses Jahr geplant ist. Ich ging es begrüßen, wenn eine weitere Schulheft mit den Schulklassen zusammen könnten Schulgeld angelöst gehen, an die zusammen von den Kindern an den Enseignants betrieben gehen. Nirgendwo besser wie bei so einem Exerzice an der frischen Luft lernt die Natur an ihr Zyklen und Ökosysteme kennen, umweltfreundlich agieren, höflich auf sein agrikole gemeinsame Klassenprodukt sind. Ein Schritt an diese Richtung goufen an den Schulen demi schlecht, aber die Weber gemacht, sind ihr überzeugt, dass in das Initiativ soll weiter ausbauen und dafür auch Meilen zur Verfügung stellen. Wann kann er hier gemäß Kreide am Schulgard pflanzen, erleben sie auch eine motivierende Sensibilisation für eine gesunde Ernährung. Sie lehren bei so einem Projekt auch Ausdauer und Geduld. Den Umgang am Boden und Pflanzen fördert eine positive Selbsterfahrung. Am Schulgard schaffen fördert einer Kommunikationsmittel wie just sprachlicher Natur, es regt auch zum Teamgeist an. Dafür ist das Projekt Schule Dobause mit der Ferme Urbaine eine Initiative von großem pädagogischen Wert, den ich mit aller Konsequenz weitertreiben. Ich will auch auf eine verschwundene Tradition aufmerksam machen, die man nicht so allmählich kennt. Am Rollinger Garten goufen am 19. Jahrhundert am Kader von der Borch Buschmann Stiftung e Kichtegerd, exklusiv für Schulkanner. Sie Kichte geraf, geleiert Kuchenbake, Gebäßkachen. Geht net an der Stadt bongert für Schulklasse mit verschiedenen Obst, dat Kanner können rafen an der Verschaffen lehren. Die Initiative Apple rafen, Apple schmachen, die zu Beteburg an dem Haus in der Natur erfeiert geht kein Fleisch als Initiativ nach méi iwwer d Staat selber ausgeweit gin. An hat man just nach den letzten Punkt zu nehmen, und zwar am Kader von der Medizin skolär. Ich begrüße nicht ausdrücklich all die Aktionen und Mesuren, die an dem Kader erholt gehen, besonders auch Prävention, Situation de Violence à l'égard des Enfants. Aufklärung als Vivi sind extrem wichtig. Mit Aktionen gehen immer davon aus, dass ein Dritte schon den Aggresseur ist oder ein Trouble detektiert gouf. L'équipe d'accompagnement psychologique möchte auch recht eng Prise en charge psychologique et psychotherapie aux Familien von den Kanner, wann etwas detektiert gouf. Das sind immer reaktive Aktionen. Gibt es auch Initiativen zur Prävention von allen Sorten von Addiktionen. Wie gehen Kanner en general an nicht recht bei Trouble sensibilisiert für die Tentation von irgendeinem späteren Suchtverhalten zu entgehen. Lehren sie die psychologischen Mechanismen erkennen, die zu irgendeiner Sucht können führen. Kriegen sie auch eine Medienerzählung, die sie auf Techniken vom Marketing aufmerksam machen, die zu Suchtverhalten können verleiten. Ich ging eigentlich ausdrücklich begrüßen die ganze Organisation an so auch voll unterstützen, so wie Herr Galles präsentiert hat. Vielmals merci. Merci auch, Herr Philippe. Und ich ging dann dem Herrn Biewert fortgehen. Vielmals merci für das Wort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde auf einen Punkt eingehen, an der Interlancen, die vom Komitee de Co-Gestion gefordert sind. Also ich schließe mich auch wieder von der Madame Constantini an anderen Vierräder und die Präsentation vom Rapport vom Herrn Galles angeht, die immens detailliert und komplett war.
Da will ich auch dem ganzen Schulpersonal merci sagen für die exzellente Arbeit, die sie leisten. Das Komitee de Cogestion hat an seinem Jahresrapport 21 konkret Forderungen gestellt, die Attraktivität und die Organisation von unseren Schulen an der Stadt verbessern sollen. Das Forderungen betreffen unter anderem eine moderne und pädagogisch gedurchte Infrastruktur an den Schulen, eine bessere Ausstattung von Schulmaterial wie Bänken, Still- oder Interaktiv-Equipment, sicher und inklusiv Gebäude, die an alle Kanten angepasst gehen. Und dann ein vielfältiges Offer für Kolonien, Sortien und pädagogischen Aktivitäten. Am Austausch mit dem Schulschaffen, die den 13. November 2024 und den 26. Februar 2025 stattfand, konnte das Komitee konkrete Fortschritte erreichen, und zwar die Abfeierung von Copymaschinen, die Farbe stricken und los an den Schulen das Jahr werden implementiert gehen. Ein Pilotprojekt für Klassen mit interaktiven Tafeln und eine neue Kontabilisierung von den Bustrajets, dass die ähnlich kontabilisiert gehen. Das Komitee weist auch auf verschiedene strukturelle Schwächen hin, wie die Fehlung von einem kohärenten Plan für Equipmente und die unklare Verwaltung von der Gestion von den Aktien und Gebäuden. Da sollte ich so vorstellen, die was aber Kolonien betrifft, ob es Kolonien geplant sind, die an den Schnee oder Meer gehen, an die so immer am Zirkel 4 geplant sind, und dann noch Management von den Schulen als Staat berät für die Komiteen an den Schulkartien mehr Autonomie zu gehen, wie zum Beispiel eben den Achse mit den Schulreglementen, die am Moment eben homologiert gehen. So nicht merci. Schön, Herr Bibroch, merci. Und dann als letzten Redner für heute den Herr Boisson. Merci vielmals für Wort und merci, dass dir immer ein bisschen Zeit gelost wird, Madame Bürgermeister. Merci an alle meine Vierrednerinnen und Vierredner. Natürlich, dass es Usus und das auch vom ganzen Herzen, dass ich dem Herr Galles mein echte Merci überreichen, ein echte Merci überreichen für die Präsentation, die ich leider nicht konnte live miterleben, mir schon selber noch bei diesem Replay gesehen und noch die Rapporten durchgeguckt. Merci und all die Mitarbeiter von der Gemeinde und unserem ganzen Corps Enseignant für die Riesenarbeit, für all die Organisationen auf Beine zu setzen, aber nicht nur für den annuellen Rendezvous, aber auch die Arbeit, die sie alltag leisten, an unsere Schulen, rund um unsere Schulen, diese leisten für einen gemeinsamen Zweck, einen gemeinsamen Objektiv, die wir heute alle gut teilen, den Bien-être, die Erziehung, die Education von der nächsten Generation. Das ist als Verantwortung, und darüber schwätzen wir heute, und darüber sind als Interventionen natürlich gelegt. Ich probiere mich dann effektiv kurz zu halten und ganz konkret über verschiedene Punkte zu schwätzen. Der Merci, den ich überreicht habe. Ich wollte mich und Madame Marth, trotzdem, dass wir in der Opposition sind, können wir auf verschiedene Sätze, auf verschiedene Punkte auferstanden sind. Und Madame Marth hat etwas ganz Pertinentes gesagt. Effektiv, all Jahre können Sie sich denken, es gibt dasselbe Rendezvous. Wir schwätzen über dasselbe. Wir merken doch trotzdem als Opposition, dass mit modernen Thematiken all Jahre mit unserer Schulorganisation mit darauf lesen. Das ist aber nicht so, dass wir nicht können, auf anderen Punkten konstruktiv zusammen schwätzen. Und ich gebe ganz gerne den Debatt außerhalb vom klassischen und ein bisschen sterilen Majoritäts-Oppositionsdebatt raussetzen. Ich meine, der Nähe von unseren Kanner ist viel mehr wichtig wie die dort Segmentation. Ich fange am Anfang an, über den Zweck von der Schule und die Rolle von der Schule zu schwätzen, für unseren neuen Mitanwohner und die neuen Bürger von der Stadt. Trotz, wir haben gesehen mit den Zöllen, dass ein kleiner Ralentissement von unserem Solde migratoire ist an den letzten Jahren, wahrscheinlich durch einen Mangel an Logement oder unabordable Wohnraum, oder das ein anderen Debatte, das ist aber eine statistische Tatsache. Die Schule ist ein Point d'entrée für die jungen Familien, die am größter Majorität keine Lützeburg Nationalität haben, Lützeburg noch nicht schwätzen. Das ist der Moment für die Formation, für die Promotion von unserem öffentlichen System zu machen. Gehen da in Kollaboration mit unserem Bürgercenter, mit unserem Service Enseignement, eine spezifisch gezielt und proaktiv Kommunikation für
durch die verschiedenen Quartien, durch, wie Madame Brümmel das Fiedro gesagt hat, vielleicht physische Initiativen mit Porto Vert an unsere Schulen, für die Leute nicht nur zu informieren, aber auch sicher und motivieren über unser öffentliches System. Ein öffentliches System, den das auch ein Point d'entrée für Familien mit einem anderen, entweder sozialen, kulturellen oder geschichtlichen Hintergrund, das ist auch ein Point d'entrée mit der petite Enfance. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, den Prise en charge von der petite Enfance, Crèchen, kann nicht an so einer großen Majorität im privaten Sektor komplett überlos sehen. Ich meine, für ein öffentliches System zu verteidigen, wir merken nicht, und das ein bisschen parallel zu machen mit den Banken, die vielleicht verschiedene Leute heute besser kennen. Plus ou moins, hatte ich gelesen, zwischen 75 und 80% von den Leuten, die ihren ersten Bankkonto als Kanner kriegen, bleiben bei derselben Bank. Ich meine, das genau dasselbe mit dem öffentlichen System. Wenn man als Kanner, wenn man als Familien so frei wie möglich an einem öffentlichen System die Eis gleicht, die Eis Werte delen, dann haben wir es auch am ganzen Kursus von ihrer Skolarität. Aber wir haben mehr gesehen, sie ganz oft leider statistisch, dass die neuen Familien nur der Krieg, nur Prekos am Anfang geholt an einem privaten Sektor gehen. Und ich meine, das ist auch wichtig, dass wir alle Efforte machen, ganz fairen Efforte machen an unsere Kommunikationssupporten, an unsere Kommunikationslevier, an Moyen, wie die CityMac zum Beispiel. Ich fand als Gemeng nicht unbedingt normal, dass wir moralisch Platz lassen für Reklam, für Privatstrukturen, wenn wir heute sind, für ein öffentliches System, ein gratis System, ein freies System, ein gleichwertiges System zu verteidigen. Der nächste Punkt, wenn ich von Schulen und von der Kirche schwätze, dann muss ich natürlich effektiv von Infrastruktur schwätzen. Ich werde nicht weiter über eine Gara-Karte schwätzen, weil, wie gesagt, Madame Brümmel hat es exzellent und perfekt schon in der Strache. Aber effektiv, wir merken, dass wir nicht unbedingt als en ligne sind zwischen der Entwicklung, an der Rhythmus von der Entwicklung von unserer neuen Quartier oder Mutation von unserer bestehenden Quartier mit den Projekten von unserer Schule mit dem Timing. Das vielleicht nicht ein froh für die Schulorganisation, aber das vielleicht ein froh für die nächste Schulorganisation oder die nächste Jahr. Wo stimmen wir par rapport zu den Projekten an als irgendeine Strategie dafür gesehen für eine Acceleration oder eine Priorisation von verschiedenen Projekten, weil leider kann ich so, es gibt verschiedene Thematiken, wo wir ein bisschen Retard, wo wir ein bisschen Verspätung kriegen, also nicht so schlimm. Ich meine, wir können vielleicht 1-2 Jahre mehr lang an einem Bürogebäude bleiben, das ändert nicht fundamental das Leben oder die Qualität von der Arbeit von unserem Mitarbeiter. Das nicht glücklich, das kann ich sagen, aber schlussendlich wird das aber geschehen. Wenn wir alle Jahre werden, das ist eine ganze Generation, das ist eine ganze Promotion von Kindern, die durch den Raster fallen, von besseren Infrastrukturen, von mehr adaptierten Infrastrukturen. Ich meine, Gerhard Karti als Beispiel, wir haben auch von Gasbericht, wir können auch Gasbericht erwähnen, wird viel gesehen, wer 2024 anfangen, steht noch immer nicht da. Ich meine, wir müssen da ambitiös und courageös Objektiven am Zeitraum setzen, und wir geben uns freien, die dort objektiv, zeitlich Objektiven am von Geholze gesehen, auch präsentiert zu kriegen. An Infrastrukturen, das sind Mauern von den Schulen, mit der auch was rundherum, das ist auch das Aménagement von unseren Schulhöfen. Das wird von Herrn Philipp auch erwähnt gehen. Gehen du Rapprochementer nach ein Keier von Service des Parcs, von Service de l'Enseignement für andere Schulhöfe, Schulgärten zu machen, pädagogische Projekte am Herzen von den Schulen zu machen. Natürlich schon mal ganz viel auf Flot offeren, wie der Haus von der Natur zu Kockelscheier, wo sich dann noch vorstellen, dass soweit wie wir es verstanden haben, auf einer freiwilligen Basis für das zu besichern, können wir da nicht bisschen mehr incitativ sehen, für das wir sicher sind, dass kein Kanner am von Grund nach durch die Raster und durch die Raster von dieser wunderbaren Opportunität durchfallen können und das am von Grund nicht an einem Kursus genießen können, voilà. Gëtt do bessen so Monitoring, dats man wëssen, welch Schulen oder welch Klasse oder welch Promotion an net Chancen hat do zu goen. Soweit man wëssen, dat sinn der wéinech méi Schmengen an Edukaoun sinn Europa schon 3 Kanner wann een hanner losgëtt, dann ass grad so gut wie wann as all hannerlos sinn Schmengen. Muss fir all Kanner genau op deselchten Ambiioun sugen. Infrastrukturen sind doch Sportinfrastrukturen, just ganz kurz.
Wir haben Mangel an Schwammen, wir haben verschiedene Projekte, die an der Pipe sind. Wie ist es viel gesehen an der Zwischenzeit oder wie stehen dort Okkupationstoren oder Problematiken? Es geht da, ich meine, das ist wichtig, dass man da doch ganz ehrlich dann auch angucken und dass man so sehr wie möglich auch Strategien aufbauen, für Kanner an hier Familien von Gehol entgegenzukommen, dass an allen Quartieren, an allen 24 Quartieren genau dieselbe Chancen haben, für Nachse und unsere Sportinfrastrukturen an zum Mols zu Eisen schwammen. Auch par rapport pardon, juste kleine Punkt par rapport zu Schulgeld ginnet auch Demanden par rapport zu verschiedenen Schulen, die was ist der Zustand von den Demanden, sind sie en cours, sind sie en étude, sind sie an Herausforderung, das bisschen so für einen Ist-Zustand von Desiderata von unseren Schulen noch zu machen. An Infrastrukturen, du schwätzt von Mauern, du schwätzt von physischen Konzepten, da muss ich sich auch vorstellen, wo fängt Schule an. Für uns fängt Schule ein bisschen so wie Daböcht. Die fängt an, prinzipiell, wenn die von der Diere rausgeht, wenn die von der Perde rausfährt, da fängt ein Trajet für Daböcht, aber da fängt auch die Schule an. Für uns kann man muss ich auch vorstellen, par rapport zu der Mobilität, an einem ganz kleinen Punkt, wieder gesehen, das sind alle Frauen, die durch verschiedene Services, durch verschiedene Kompetenzen gehen, weil Enseignement und Schulleben, das ist ein holistischer Approach, da kommen viele Punkte dran. Und mit der Mobilität, wir geben uns wirklich wünschen, dass eine konkrete Proposition und dass eine kollegiale Überlegung, die ich meine, wir müssen alle haben. Rundherum eine Schule soll es, und es kann nicht anders sein, wie ein total Safe Zone, Safe Space gehen. Wir können als Kanner an wir sollen die Perimeter zusammen, und wir müssten, pardon, dass ich das so und da sehe ich eigentlich froh, wir müssten uns am Fogol die vorstellen, setzen wir Perimeter rund um alle Schulen, wie groß ist der Perimeter, und was bedeutet das ganz klar am Term von urbanistischen Anpassungen und Accessibilität von den Autoren, während von den Enseignants nach von den Älteren, weil ich meine, alle Wunde vor als ein Teil vom Problem, so nicht, dass die Älteren den nächsten Teil vom Problem sind, aber den Durchgangsverkehr als ein Problem, und ich meine, das ist ein bisschen kompliziert, wenn zum Beispiel verschiedene Schulen gesagt wie Gaston Diedrich oder Aline Meirich, oder Alois Kaiser, wo die Safe Space an von geholten Trottoir von 90 cm ist. Ich fand ein bisschen dünn, und ich meine, wenn wir ehrlich zu Summe sind, dann können wir nicht mehr verstanden sehen, dass es ein bisschen dünn als 90 cm Safe Space an just einen kleinen Trottoir. Weil der Weg auch für die Accessibilität für unsere Schulen ist auch nicht garantiert. Und innerhalb von dem Perimeter geben wir uns wünschen, ganz sicher Velosphäre zu haben, an eine Accessibilität, die résolument, prioritärement reserviert das für die Mobilität dus an öffentlichen Transporter. Ich meine, wir sollen auch, wenn wir wollen, als Kanner erzählen, sollen wir auch anfangen, als alle Guten zu erzählen. Die Philosophie, dass man bis 4 Klasse soll man mit einem Auto soll fahren oder können fahren, als ein Approach, die nicht kann weiter durchgeführt gehen, an unsere an für allem durchnehmen ein einziges Goal, ein einziges Ziel, die Sicherheit von unseren Kindern. Nicht für unser Leben, wie kompliziert es ist, mit Sicherheit von unseren Kindern für unsere Schule. Denn par rapport zur Accessibilität, das Pedibus ist ein erwähnt, das ist eine wunderbare Initiative, die ganz gut funktioniert. Wir gesehen, dass Leute an einer Art Quartieren das ganz gerne benutzen. Wo sind die Moyen für die Erweiterung von den Services? Ich weiß, stellen die Frauen alle Kurse, ich weiß, das ist eine Frage von Moyen, aber wenn die Moyen nicht genug oder nicht tun, da sollen wir rechnen und evaluieren, was machen wir, was können wir machen, für die dort Moyen von Gehol zu erreichen, für die Service erweitern zu können, wie zum Beispiel an der Quartier wie op der Klostor, wo man mat Leiit geschwert hunn, wo se Probleme hunn mat der Punktualität vun de Bussen, net dat se chassen op den Transport oder de Buschauffeuren vun der Gemeng, die eng gut an eng schwere Arbeit ass. Wir wären den Traffic-Jam an den hegen Trafikmomenter vun der Klostor ass dat problematisch fir de Reen an Schmengen de Pedibus ken eng Flot alternativ sinn, die ass ugefrot gin, hummer do eng Priorisation, also do eng Evaluierung fir dat zu erweitern an dem Quartier Klostor, dats eng Ufro do, dat setzen wir so op de W an dat is froh. Donno mir hunn iwwer Planifikation vun Infrastrukture geschwert, das Apps bësse komisches mir als Politiker, als Architekten, als Planer, mir hunn den Durchschnittsalter vun
Partner für die Jungen, mehr weit über 40 Jahre, aber wir planen für Projekte, die auf 15 Jahre kommen, für Kanner, die werden für als Pensionen mal nicht mehr bezahlen. Das heißt, das ist ein bisschen eine zeitliche Diskrepanz, aber wir sollen absolut nicht von nahe verlieren, dass wir planen, wir bauen, und wir organisieren uns für eine Population, die wir am Anfang geholt nicht mehr so gut kennen. Wir sind weit von ihren Präoccupationen, wir sind weit von der Generation schmengen. Wenn wir alle mit unseren Kindern schwätzen, da verstehen wir mit Pläsier und auch mit Freude, dass wir von zu einer anderen Generation gehören. Da ist es also wichtig an unseren Ahnen, dass wir Organe schaffen, für die Kinderpartizipation am Herzen von unseren Projekten zu halten. Nicht, dass sie von alles entscheiden, weil sonst kriegen wir vielleicht zu viel Kamellen an Schokolasrollen an der Mitte Stunde. Aber dass wir hin den Sinn von der Verantwortung auch mitgehen. Dass wir sie abwickeln für die Schule von Moor, prinzipiell immer mit anzuwickeln an den Schmengen, auch mir weit Schmengen als Schulen haben noch einen Teil mitzuspielen an der Organisation scolaire und uns die froh an einer beehrlichen Art und Weise zu stellen, wie können wir eine Kinderpartizipation von verschiedenen Schulen an der Organisation scolaire von 2026 mit anzuwickeln. Wir sollen nicht vergessen, für wen wir das machen, und wen an ein paar Jahren auch für uns mit oder nicht für uns werden wählen. Ein letzter Punkt, den noch als immens und Herz liegt. Als Schulen sind ein Spiegel von wem wir sind, von der Vielfältigkeit von unserer Gesellschaft, von was sie am stärksten hat, an was sie auch bedeutet an Individuen, an Kinder, die auch am meisten Hilfe und Unterstützung brauchen. Und ich wollte auch so ein Wort sagen, für Kinder mit spezifischen Besoinen. Und so 2 Punkte. Erstens par rapport zu der Sportedukation. Was geht ganz klar für Mesuren, für Aktien, dass die Kinder mit physischen Handicapen oder spezifisch Besoin, dass sie auch mit angewickelt gehen, dass sie auch partizipieren können und dass sie nicht auf der Seite losgehen, als auch eventuell mit der LASEP ein bestimmtes Programm dafür gesehen, dass sie auch mitmachen. An einem anderen Punkt, als etwas vorgesehen das Jahr oder inwiefern für eine persönliche Assistenz eventuell an der Klasse für verschiedene Kinder Vollzeit oder partiell. Es sind andere Länder wie zum Beispiel Malta, Frankreich oder auch Österreich, die auf so Initiativen am Anfang angefangen haben. Ist das eine Evaluierung, ist das schon da und wann, wie weit geht das oder soll das verbreitet gehen? Ich hatte gesagt, der letzte Punkt, ein zweitletzter Punkt, das ist auch ein Aufruf an den Punkt, den wir kriegen von verschiedenen Älteren. Wir haben so im Prinzip, dass wir Respekt haben von den Zyklen. Dass man also eine Organisation sozial, wir stimmen noch von den Plätzen, von den Arbeitsplätzen, von den Enseignants, die an die verschiedenen Schulen nominiert gehen. Im Prinzip, der Zyklus ist aus 2 Jahren. Wir haben natürlich so Regeln von Nominationen, das Funktion von einer Force Majeure oder so Punkt. Leute können natürlich eine Invitation von das ja kein Droit du Travail und zum Beispiel nicht am öffentlichen Sektor, dass man können Leute zwingen, 2 Jahre dort zu sein. Aber das ist aber wichtig, dass wir die Definition an Grenzen halten können, dass so weit wie möglich als Kinder einen Zyklus von 2 Jahren mit dem selbst Enseignant halten. Es waren verschiedene Fälle, die an unseren Ahnen nicht unbedingt eine Justifikation haben. Was geschieht, als geschieht? Wir sind häufig über die Zukunft zu schwätzen. Können wir an Ginnet Evaluierung, für das man in der Zukunft als Kanner verteidigen oder nicht verteidigen, dass wir ein bisschen übertrieben als Wort und als semantischen Ausdruck, haben wir etwas an der Pipe, haben wir einen Dialog, den schon angefangen hat, dass d'Enseignant 2 Jahre bleiben oder dass wir wirklich eine Definition von Force Majeure unterstreichen können, zusammen mit dem Minister, weil ich weiß, dass wir ja schwer, wenn wir so vorstellen, dass wir uns defossieren und so, das ist nicht von unserer Verantwortung, das ist Verantwortung vom Staat. Ich meine, das müssten wir ausschwätzen können, und wir freuen uns auf Ihre Antwort. An Lo als Konklusion, wie das der letzte Punkt war,
Alle just nach enker Merci zu all vier Rednerinnen a vier Redner nach enker Sohn und Ich, Herr Galles und all die Member vum Servicen. D'Schulen als wie gesot e Spiegel vun eise Werter an eisen zu Summe liewen. Wir sind an enger Zeit, wo als fundamental Werter vu Frieden, vu Toleranz allgedach ugegraf gehen mir hun haute Moien nach enkeier an den News und op den Informationssite gesinn. Frieden als eng Also Wert, den wir müssen, wir sollen auch an unsere Schulen verteidigen. Und da brauchen wir eine stark öffentlich und soziale Schule. Vielmals merci für den Neulausstrahlen. Merci auch, Herr Bassante. Damit hätten wir den ersten Punkt von unserem Ordre du Jour von heute aufgeschlossen. Wie gesagt, wir haben einen zweiten Punkt um Ordre du Jour, das Projekt de Delimitation von der Zone de Protection über die Zone de Captage von dem Tubisaf. Als dazu irgendeine Wortmeldung, Madame Gersch, ja. Ja, merci für das Wort. Also für mir stimmt der Teil, das wichtig ist, Wasserschutzzone zu definieren, für die Qualität von Trinkwasser zu garantieren. Ich hatte 3 Fragen. Das erste zur landwirtschaftlicher Nutzung, ob dieser Flasch, wenn ich das richtig verstehe, schenkt Bewirtschaftung allgemein so zu funktionieren, dass in Realität eine möglich Großfläche von einem Bewirtschafter realisiert wird. Wobei dann ein zwischen anderen auch ein größer Flasch durchgehend kann bewirtschaften. Wenn also bei dann nicht mehr erneuert wird, also schwer zu erkennen, was das da noch geschieht. Außerdem ist ja just ein Teil von der Flasche auf dieser Platz, den von der Stadt Lützeburg verpacht wird. Dafür bin ich froh, heute einerseits, was das EG-Felder betrifft. Wir haben an der Kommission gesagt, dass die Chefin mehr genau gucken, ob die verpachte Flasche noch wirklich sans Pestizid bewirtschaftet gehen. Da will ich wissen, was wir dann an die zukünftigen Kontrakte beischreiben, für das auch sämtlich proposierte Mesure volontaire Wirklichkeit gehen, auch ob denen Dealer von der Flasche, die vielleicht just nicht mehr an die proposierte Zone draufhalten. Darüber hinaus stellt sich dann froh, wie viel Impact das Gemeng an Zukunft und Nutzung von den Parzellen kann haben, für das am Respekt vom Wasserschutz genutzt gehen, auch auf den Felder, die hier nicht gehören. Ein zweiter Punkt zu den spezifischen Aufforderungen und Bierger. An dieser Wasserschutzzone leihen noch ein paar die Häuser, an das auf der Informationsversammlung froh abkommen, wie sie es in Zukunft mit dem Hütze sollen machen. Es sind nämlich ein paar die Häuser, die Masutzküven haben, das auch an der Kommission darüber geschwärzt gehen. Und das muss an den nächsten 5 Jahren ersatz gehen. Demnach, wir haben die Gelegenheit, für diese Bürger und Bürgerinnen eine dekarbonisierte Lösung zu proposieren, weil sie müssen logieren, kriegen aber wohl auch finanziell Beihilfe für umzuklammern. Aber ich bin froh, was proposieren wir hier konkret, was sie noch da planen. An der Kommission ist beispielsweise froh abkommen, ob ein einen Ausschluss und den Chauffage urbain envisagieren. Wie gesagt, ich denke, dass gerade Gelegenheit wird für die betroffenen Bürger eine dekarbonisierte Lösung zu proposieren. Dann spielt was du angedurcht hast. Und ein dritter kleiner Punkt, Information und Sensibilisation. Also war das angedurcht für die Bürgerinnen und Bürger, Nutzerinnen und Nutzer von den landwirtschaftlichen Flächen an die Freunde an dieser Zone funktioniert, zu sensibilisieren, dann hat er schon eine Timeline. Der Mensch hat, wie du weißt, seinen Gewunnechten und möchte verschiedene Sachen oft auch nicht schlechten Hanna-Gedanken mit. Wäre wichtig, dass wir auch gleich durchgehen, für das auch die richtig muss machen an einer Wasserschutzzone. Merci für Ihre Antwort auf das 3 Punkte. Merci, Madame Weiss, und möchte etwas größer Frieden. Merci. Merci, Madame Burgemeester. Merci, Madame Gage. Merci, alle Guten. Wir wollen alle Guten Trinkwasser schützen. Ihr wisst ja, dass als Wasserlieferant eine große Obligationen, was wir auch gerne machen. Das Wassergesetz von 2008 gesagt am Artikel 44.4, dass alle Wasserlieferer, das sind Wassersyndikate, wir auch Gemeinde Lützeburg, evitieren, dass wir Schutzzonen rund um die Kaptagen zu installieren. So gibt es 3 Zonen, die das ist ein kleiner Ring rund um die Kaptage, die 2, die als viel mehr weiter, zu 2 und 3. Du kannst die eine Sache machen, an die anderen nicht, an der dritte kannst du schon bald alles machen. Und das ist alles am Gesetz vorgesehen. Wir haben schon pure Schutzzonen laufen, das wisst ihr. Da haben wir 7 Boden und so weiter. An High-Tubishaft haben wir so gute Urbanisation wie Landwirtschaft rundherum, die an der Schutzzone 2 und 3 laufen. Da haben wir angefangen,
am Januar, den 15. Januar, hat man eine riesige Bürgerreunion, Informationsreunion, wo wir zu sehen sind, die ganze Saal voll war mit all den betroffenen Leuten, die da gewohnt haben, aber auch ganz viele Bauern, für eine ganz genau zu sagen, wie das gehen. Weil, wenn man das aufredet, dann muss man Lützeburg das immer gemacht. Ein Dossier präparieren, das geht an das Ministerium, da muss dort ein Agreement gehen, an war gesagt, 15. Januar Informationsreunion, den 22. April haben wir angefangen, weil das gesetzliche Obligation Enquete publik zu machen, die ist gegangen bis den 22. Mai. An die Informationsversammlung, da werden Environnement, Wasserwirtschaftsamt und alle Services war lang und heftig, aber so gut, dass man keine Reklamationen rankriegt. Aber am Gesetz steht, auch wenn keine Reklamationen rankommen muss, aber der Gemengerat, und dafür sind wir heute zusammen, einen positiven Avis geben, dass wir das können wirklich lancieren für die Zone zu realisieren. Das mal für die Prozedur, dass wir wissen, für was wir heute darüber dann befassen und aufstimmen. Zu Ehren frohen, wir haben effektiv an dem Sektor da, rund um den Tübishaft, haben wir einen Bauer, den ganze Koparzellen gepackt hat, schon seit Jahren. Und da haben wir zu unserer Konsternation müssen feststellen, dass immens viele Platten rankommen sind, weil die Bauer sich unnicht hält. Und notamment wieder in Lützeburger Gesetzgebung, was Pestiziden an alles von Dünger angeht, überhaupt alle Sorten von Dünger, an andere Sachen, und dann da kommt eine Menge Mise an den Möhren, an den Prozesse gemacht, dann hält sich man nicht den Türteller, und dann hat es zuläuert, für einen Türteller zu kommen. Und dort Gemeinde Lützeburg gesagt, wir können das nicht verantworten. Und da haben wir geguckt, wie die Pachtverträge laufen. Und da haben wir alles, was wir können, resiliiert, gekündigt, für das wir können nicht dafür gehen. Weil wir müssen dem Bauer, also den kann nicht mehr da auf die Parzelle führen, weil wir können das nicht verantworten. Dort dann plus wohl nach Schutzzonen, also weil nicht schon andere Sachen gemacht, ihr Schutzzone ja dann offiziell lebt. Bon, das wird gemacht. Beilen sind Beilen. Ihr wisst, geschrieben wurde, als nimmen das, was Kontrolle wäre das. Und die Sachen, die stehen natürlich schon an unseren Beilen, aber wie das sind schon nicht hält. Da muss man gucken, die nächsten Beilen, die kommen, weil wir wollen bien entendu als Bauern brauchen Land, dass wir Beilen machen, wo man nach aller Limit verschärfen. Wir werden sowieso weltlos Schutzzonen gibt, zusammen mit dem Wasserwirtschaftsamt, am Environnement, natürlich nach mehr verschärfte Kontrollen am ganzen Sektor machen, für dass die Sachen dort nicht mehr vorkommen. Es wird gewährt, weil wir Schutzzonen haben, wenn wir Chemikalien, die heiß giftig sind, an do Souterrain ranlaufen, dann ist das der Polar für Schutzzonen zu machen. Ich meine, da sieht ihr alle, da ist d'accord. Andere Parzellen, wo man nicht lo proprietär sind, wo man keine Influenz haben auf Beilen, da muss Wasserwirtschaftsamt und Environnement als Hilfe für auch systematisch Kontrollen zu machen. Dann wir machen andauernd Informationsversammlungen, alles das, was ihr hier kriegt, also im Site. Aber wie gesagt, wir hatten eine riesige Informationsversammlung, die wir immer machen, wenn so ihr Enquete publik losgeht bei einer Schutzzone, und wir informieren als Bürger maximal, weil gleeft man so hat man Allianzen an Kloen Rakrit an kaum keine ran, dat hicht Information wer zufriedenstellend an dafür gebe ich lobiert den Hai einen positiven Avis zu geben, dass man an der Prozedur dann lo nicht mal klappen können. Vielmals merci. Ich sage der Madame Beisseloch vielmals merci und Madame Gage schenkt nach Frauen zu hun. Ja. Just zu dem Masuzküven. Also, denkt davon auf, gibt Dispositionen, zum Beispiel rund um den Stausee, da haben die Leute, die Masuz tanken haben, weil im Stausee rundherum an den Gemengen, da lebt die nächste Gasleitung, die leitet auf 70 Kilometer, dafür sind auch viele Masuz tanken. Du hast überall gesagt, dass sie nicht müssen doppel Parois machen bei den Masuz tanken, für das kein Souci wäre, für das irgendetwas rauslaufen, wenn nicht abgefüllt geht. Ich muss gucken, wir müssen da einen Plan machen, weil das ja aber trotzdem eine immense Inzision an Privatproprietät von mit Leid alle Götten doen Masuztanken zu ersetzen, weil das kein Kogenerationszentrale an der Nachbarschaft. Da muss man gucken mit der Cloche d'Or, was möglich ist mit den Konduiten, weil das gehen dem Kilometer lang Konduiten,
wenn man da Uschluss wollen machen, mehr als Service haben das alle gut im Radar. Wir gucken das bien entendu, weil wir müssen auch dort nicht mal Cap machen, Amat machen. Wir müssen gucken, wie weit Gemeinde Lützeburg da kann helfen, für die Leute für dich mal zu incitieren, für Mat zu machen. Und da gucken wir mit dem Kostenpunkt, wie weit wir können helfen. Weil wir müssen einfach aufpassen, Prinzip d'Egalität de Traitement. Wir können den Leuten nicht als Gemeinde total neue Heizungen alle gut stiften. Da sind wir auch d'accord. Aber wir werden bien entendu alles machen, für das hier an den Griff zu kriegen. Voilà. Wir machen also den Plan. Wir stellen also die Zone der Protektion zum Wort. Wen aus der Firma? Wen aus der Gegend? Wen enthält sich? Unanimität. Wunderbar. Und dann hätten wir das Programm für Haut, hätten wir über 1 Sekunde, aber vielleicht nach, ich will euch daran erinnern, dass da alle Gure ja invitiert sind, den 21. an den 22. 21. für 25 Jahre Grand Duc zu feiern. Am den 22. normalen Nationalfeiertag Rezeption. Ich ging wirklich bitten für die sich noch nicht angemeldet haben. Ich wollte dich nicht mehr daran erinnern, weil wir müssen wissen, wen will kommen, finst den Stil. Besonders eben für den 21. und den 22. Ovens. Dafür überlege ich es noch, also das war nicht Bescheid, weil wir müssen Platz wissen. Okay. Da wünschen sich nach einen schönen Tag und einen schönen Weekend. Wenn der wild, wenn der darauf hält, für einen Mat zu bringen, also ein Arrangement, das ist auch möglich. Mit besonders Stoff muss man unbedingt wissen, weil er Plätze, wir haben nicht 100.000 Plätze. Ne? Den 21. Ja. So, schönen Tag noch.